Hoi Kanner, schön, dass ihr dabei seid bei Sikuna Kids. Das Woche sind schon mehr Geburten über Greifhulen. Hau das du mir und ich will euch uns Eile vorstellen. Was sind denn eigentlich die Unterschiede zwischen den Greifhulen und den Eilen? Kennt ihr pure Unterschiede? Ich ziehe nicht der Haut pur auf. Den Hauptunterschied zwischen den Greifhulen und den Eilen ist den, dass die Greifhulen die sind dachaktiv und die Eilen sind nutzaktiv. Auch noch vom Ausgesehen gibt es große Unterschiede zwischen den Greifhulen und den Eilen. Die Greifhulen haben ihr kleiner Kopf an ihr Arm sind wie seitlich aufgeholt. Bei den Eilen ist der Kopf wie groß und die Arme die gucken mehr nur 4. Zum Beispiel an den Vorderen ist auch ein großer Unterschied zwischen den Greifhulen und den Eilen. Weil die Vorderen von den Greifhulen die sind viel mehr hart. Sie können zwar dadurch schnell Manöver machen, aber es hört ihre Flucht noch mehr wie die von den Eilen. Die Patten sind auch noch verschieden von den Greifhulen und von den Eilen. Weil die Patten von den Greifhulen sind nicht behaart und die Eilen die haben Haare auf den Patten. Die Verdauung von den Greifhulen und von den Eilen ist auch noch verschieden. Die Greifhulen die reißen mit ihren scharfen Schnäbeln die Stecker aus ihrer Beutel raus. Sie können sogar ein Schanken auch verdauen. Aber die Eilen, du findest an ihrem Gewölle, das sie raus, Kitzen hanno, finden ein Schanken aber an dem Zellen von ihrer Beutel. Die Eier von den Eilen und von den Greifhulen sind noch verschieden. Die Eileneier, die sind immer weiß, und von den Greifhulen sind sie oft ein bisschen gesprenkelt. Heute sehen wir den Uhu, oder auch nach Grand Duc d'Europe genannt, und sie ist die größte Eil von der Welt. Sie ist bis zu 75 cm groß, mit einer Flügelspannweite von 180 cm. Sie breit auf Felsengebieten. Heute sehen wir die Waldohreule oder plötzebäuisch Büscheil. Die 4 Büscheln, die sie oben im Kopf hat, das sind keine Ohren. Sie gehört auch zu unseren häufigsten Eilen. Sie überhält gern et verlosen Nester von de Kurben. Heute sehen wir den Steenkauz oder auf Deutsch Steinkauz. Die hat giel an. Sie ist so groß wie ein Dauf. Sie breit für allem am Baumhirlen, aber auch an Hirlen oder an Scheieren. Heute sehen wir den Waldkauz oder plötzebäuisch Büschkauz. Sie ist ein bisschen mehr klein wie ein Bussard. Sie baut hier Nast an Baumhirlen. Sie hat ganz deichte an. Heute sehen wir die Schleiereule, auf Lützebäuisch Tureil. Sie gehört zu den bekanntesten Eilen, weil sie sich immer an der Umgegend von den Menschen aufhält. Sie lebt nämlich an den Kirchtürmen oder an allen Mauern. Ganz typisch für sie ist die Eil, die das beste Gehör hat. Und noch etwas Witziges, sie schnarchen ganz hart. Im äußeren Bauch von den Schwungfedern und Eilen ein 4. Kamm. Das ermöglicht den justen Eilen ein Fluch, den ihr nicht hört. Das heißt, die Luft die kann durch die 4. Kamm durchgleiten. Durch die Natura 2000 Gebiete fanden die Eilen mehr Möglichkeiten, für hier Nester zu bauen oder sich auf Feld zu wenden. Platzen sie sich für ihr Ehe auszubringen. Wir können auch noch, wenn wir einen Scheier haben, einen kleinen Platz den Eilen überlassen. Auch wenn dann dort Platz nicht unbedingt drüber ist, also wir immer hier die Gewölle fanden. Mehr Eilen brauchen die Plätze. Und plus können wir auch noch Reiserchen abhängen, Nisthilfen, so kleine Kösten an den Beinen, wie das zum Beispiel Schleiereil oder die Ehe dran bringen. Adi Kanner, bis die nächste Kehr.